Gott, wie eklig. Okay, dann gehen wir doch in die Hütte. Arr, Pirat, ab ins Bootshaus. Und da wollen wir jetzt hier. Eieieiei. Ich witter einen fiese Bosskampf. Ganz wiechte. Da sind sie. Die Mia und das rechts wird die Zoe sein. Ich trau dem Braten irgendwie nicht. Es ist eine Falle, aber wie das in Spielen und in Filmen so ist, wir tappen in die Falle. Machen wir sie erstmal los. Bitte greif mich nicht wieder an. Bitte krieg jetzt nicht wieder so Zombie-Gesicht. Und jetzt du. Zoe? Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Yo. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. Was? Daddy's coming. Good. There's enough for two. Macht die das jetzt in einem Grütze-Eimer? Sehr hygienisch, das ist bestimmt der... There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get very far without the serum. Okay. Oh, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Zwar ein bisschen seelenlos gerade, aber wirkt ganz nett. Hey, one of those is mine. Ih! Nicht dein Ernst. This is getting old, Jack. Das ist der Jack! Pfui Teufel, Jack! Echt mal, pfui Teufel, Jack! Ey, das ist wie eine Mischung aus Uroboros, die Sache vom Wesker aus dem 5. Teil und C-Virus von William Birkin. Wow, scheiße. Ja, das erinnert mich an eine Mischung aus C-Virus von William Birkin und Uroboros von Wesker. Wow. Gerade diese Augen sind so typisch C-Virus. Okay. Ach du Scheiße. Völlig mutiert, Jack. Das ist bestimmt irgendwas mit C-Virus, hundertprozentig. Oh Gott. Lad doch noch, Mann. Oh Gott. Jetzt baller mit der Flinte drauf, was das Zeug hält. Oh Gott. Oh Mann. Kletter wohl hoch, Ethan, ja. Oh, ich bin sprachlos gerade. Ey, das ist so Resident Evil typisch gerade.
Ey, das ist sowas von 100% Resident Evil gerade wieder. Mischung aus alt und neu. Immer auf die Aare zielen, das wissen wir vom C-Virus aus dem 2er. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Boah, Jack, du creepy. Da ist sein Kopf. Das war der Kopf von ihm. Nee, das will ich eigentlich nicht sein. Boah. Scheiße. Wo ist dann sein Kopf wieder? Die Wortwahl von Denner. Oh Gott. Irgendwo unten muss sein Kopf sein, ne? Hinter am Schwanz. Ah, da ist er auch noch. Nicht das Gesicht. Oh. Gott. Wow, was war das jetzt wieder? Oh Gott. Nee. Oh, hoppla. Oh, du Scheiße. Doch. Okay, es ist wirklich der Jack. Allein schon die Art, wie er spricht und so. Ach Gott, wir haben irgendwie unbegrenzt Arznei, wie es scheint, ne? Ja. Da ist jetzt wieder Kindes Ach. Scheiße, ich habe nichts mehr in der Flinte. Habe ich dich? Habe ich dich? Ja. Doch, Jack, ich hab Angst wie die Sau. Was ist das jetzt bitte endlich? Grundgütiger. Hey, ich hab's im Bosskampf das erste Mal gepackt. Ja, in der Tat. Erste Hilfe Arznei, ja. Gott. Gott, wie geil war denn das? Ethan, this way. Nein! Use the serum on him. Okay. You want me to cure him? Okay, wie bei der Margaret. Ach, All right. Yeah. Come on. Mia's waiting for us. oh Gott. Oh Gott. Das Serum habe ich jetzt benutzt, um den Jack endgültig zu vernichten. Und wie die Margaret Ach ist jetzt zu seiner Grütze-Statue versteinert. Oh Gott. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Das ist auch sehr gut. Haben wir wenigstens was in petto.
Eine starke Arznei, die den Körper reinigt, hergestellt aus 2 Materialien eines D-Serie-Individuums. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott im Himmel. Okay, ich mag hier jetzt an nichts verpassen. Boah. Ich bin nur scheißfroh, dass das beim ersten Mal geklappt hat. Aber der Bosskampf war ja echt tierisch geil. Das war Kombi aus alte und neue Resident Evil. Hat an C-Virus erinnert und zugleich an Uroboros aus Resident Evil 5. Und jetzt haben wir nur noch Fläschel Serum übrig, Spritzer. Mia oder Zoe. Ich tendiere eher zu der Mia. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Mia heilen. Zoe heilen. Das ist schwierig. Wie geht Mia bin ich überhaupt erst Kummer? Deswegen. Und sie ist auch schon ordentlich infiziert gewesen. Zoe hat mir zwar geholfen, aber wegen ihr bin ich Kummer. Ich heil Mia. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe, Go! Both of you just go! come with us. I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently I belong here. I'll send Sorry. Don't bother. There won't be anyone left to help! Sorry, Zoe. Es tut mir echt leid wegen ihr. Aber wegen der Mia bin ich überhaupt erst Kummer. Und sie hat auch Antworten, die sie mal geben muss. Scheiße. Das war jetzt eine harte Entscheidung, wie ich finde. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich die Mia geheilt habe. Aber wie gesagt, wegen ihr habe ich den ganzen Quatsch erst auf mich genommen. Und die Ethan ist ja Kummer, um sein Frau zu retten. Okay, jetzt blende ich mich mal wieder aus. Ethan? Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? How the fuck did that get here? You're okay. The hell was that? What the fuck? Wow. Also die Mia kann sich immer nicht erinnern, was los war. Und Ethan, ja, der, hat jetzt das Schiffswrack getroffen. Was bei Bayou gestrandet sein soll, nämlich mal anderes, wissen wir ja nicht, anderes Schiffswrack. Dann spielen wir jetzt die Mia. Okay. Trophäe erhalten, fangt besser an zu laufen. Ethan? Okay, jetzt spielen wir die Mia. Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. E001. Das ist auch das mit der Bezeichnung, wo mit einem Foto, wo die Camille Baker, die Großmutter, abgebildet war. Okay. Ja, krass. Krasse Scheiße. Jetzt spielen wir die Mia.
Und die Karte sagt, hier kommst du nicht rein. Das heißt, da gehen wir da hoch. Natürlich Richtung Schiffswrack, ist ja klar. Okay, jetzt sind wir anscheinend vom Baker-Awesen weg. Wir machen nämlich die Möglichkeit, das Schatzfoto zu nutzen, was ich schade finde. Aber vielleicht finde ich so in einem anderen Modus und berichte euch mal eventuell drüber. Was so wichtig ist, das jetzt glaube ich auch nicht, dass es das Spiel entscheidend verändert. Ah, die Brühe hier. Eigenurintherapie. Das ist die Ethan. Oh nee. Hier. Ah, scheiße. Sag jetzt nicht, dass der infiziert worden ist und wir haben nur noch Serum für eine Person. Ah, scheiße. Oh, das wird hier echt wieder heiter. Aber mir ist wieder aufgefallen in der Zwischensequenz, so schade es auch alles gemacht ist, aber die lange Hoher sind auf der PS4 wirklich nicht gut gemacht. Die kommen nicht so gut rüber. Schön rostig und abblätternd und voller Koralle. Aber ansonsten bietet das Spiel unglaublich viel grafische Schönheit. Aber das mit der lange Hoher von der Mia ist echt nicht so schön gemacht. Ih. Wir haben keine Waffe, will ich anmerken. Aber du dafür ein riesiges Inventar. Ach du Scheiße. Sieht aber auch cool aus hier, muss ich sagen. Es ist zwar ultra ranzig, aber es ist echt cool gemacht. Ein geiler Lost Place. Manometer, aber ich glaube, da will man nicht unbedingt rein mit dem Schimmel, der offensichtlich ein eigenes Bewusstsein hat. Ja. Was war das? Herr Uff. Ja, das freue ich mich auch. Ih. Diese verbackene, eklige Adern aus schwarzer Grütze. Igitt. Okay. Gehen wir doch mal die Treppe hoch. Schiffswrack S3. Und nach Ethan suchen ist unsere Mission. Ich hoffe, wir spielen auch wieder die Ethan und dass das nicht jetzt schon das Ende ist. Ih. Es sind lauter Menschen drin, verbacke. Ih. Würg. Wenigstens springt uns keiner von deiner Gestalte noch. Okay. Was gibt's hier Gutes? Vielleicht eine Waffe? Das wäre ganz cool. Nix. Okay. Aber für mich... They're all dead. The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Fuck. What the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know. Like, look, let's go this way. Maybe we can get out of here. Okay. Wow. Sie hat alle umgebracht. Vielleicht die Evelyn? Vielleicht gehörte das der Crew. Da komme ich nicht durch, ne? Okay, Ja, dann sollte man wohl hier runter, ne? Also für mich ist es bisher ein typischer Resident Evil. Es ist die alte Spiele fast schon neu aufgelegt, könnte man sagen. Aber es vergisst auch sei etwas schlechte Teile ab 4 nicht und hat trotzdem ordentlich Action zu bieten. Aber die rückt eher in den Hintergrund, meiner Meinung nach. Antike Münze, die nehmen wir gern. Ich finde eher durchaus, dass Horror wieder zurück ist. Und das macht für mich auch ein Resident Evil aus.
Die alten Spiele, die werden zwar immer so gerühmt, oh, die waren so horrormäßig, aber wenn man die von 1996 mal gespielt hat, der erste Resident Evil, das war für damalige Verhältnisse halt Horror, ja. Aber nicht zu vergleichen mit dem, was heutzutage möglich ist. Und nach modernem Standard bietet Resident Evil 7 wirklich mal endlich wieder ein richtig geiler Horrorteil, meiner Meinung nach. Es zeigt das, was möglich ist. Es macht ja auch CGI-Technik bei den Schauspielern, die dann die Bakers zum Beispiel darstellen und Mia und Ethan und Zoe natürlich. Und die Charaktere sind alle CGI gemodelt. Das heißt, es sind wieder Schauspieler wie bei The Last of Us. Und man merkt es auch total an den Schauspielern, wie die schon sprechen und wie das alles gemacht ist. Das ist schon ultra geil. She's not my child. Sie ist nicht mein Kind. Hier. Tada! Er muss sich für etwas versteckt haben. Ja, können wir es jetzt bitte wieder zumachen? Das wäre echt nett. Crewliste: Captain Ed Carlyle, Chefingenieur Paul Fitzgerald, Erster Offizier Giovanni Finetti, Zweiter Offizier Clark C. Walsh, Mechaniker Dwayne Chalmers, Kommunikationstechniker Jim Stockman, Arzt Gerald Waddle oder Gerald Waddle. Oh, bitte greif uns jetzt nicht an. Kadaver. Freundlicher Kadaver. Dankeschön. Ja, und es zeigt definitiv, was wieder möglich ist mit der modernen Maschinerie, finde ich. Und es holt wirklich alles raus. Sie ist in mir, sie ist in jedem. She's inside me, she's in everyone. Also ich würde definitiv sagen, der Horror ist zurück. Es hat bisher, meiner Meinung nach, macht mir das tierisch Spaß. Und ich will zwar noch nicht sagen, es hat Resident Evil gerettet, aber bisher finde ich, es ist auf einem verdammt guten Weg, die Spieleserie wieder zu ihren Wurzeln zu führen. Und ich hoffe, es bleibt ab sofort auch wieder so von dem Stil. Okay. Gehen wir hier nochmal rein. Luftig. Ah, okay, da ist nix. Oh, cool. Cooles Panorama über eine Schrottwelt. LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 DWT, Länge 189 Meter. Ja, schon ein ordentlicher Kavenzmann von einem Frachtschiff. Okay, dann gehen wir da wieder hoch. Are you remembering? What? What are you? Die kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Aber die hat auch die Stiefel gehabt, die in der Baker-Küche waren, wo Evelyn drauf gestanden hat. Also es ist ja eindeutig. Aber nee, ohne Scheiß, die kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Ekliges, hassenswertes, paranormales Ekelpsycho-Kind. Lisa Trevor Reloaded. Die Lisa Trevor war ja die, wo im Spencer-Menschen der Progenitor-Virus getestet kriegt hat. Und die dann mutiert ist zu so einem Monster halt schon fast. Ich würde schon sagen Monster. Die arme Schweine von Arbeiter hier. Als ob die Arbeit nicht hart genug wäre. Und dann auch noch mit so einem Psychomädel an Bord, die anscheinend ständig gefunden wird und dann ihr tolle Grützegabe verteilt und dann die Leute damit abmurkst. Und die Bakers scheinen ja tierisch drauf angesprungen zu sein auf das Ganze. Mehr als die anderen. Said we could be a family. What are you talking about? You. Wait! Tired of waiting. Frag dich mal, warum niemand mit dir Familie gründen will, du ekliges Kind. Wenn du ständig jeden abmurkst. Ist das dann noch ein Wunder, dass keiner mit dir Familie sein will?
Oh, da bewegt sich was, da bewegt sich was, da bewegt sich was. Oh Gott. Und ich kann mich nicht nur verstecken. Kraut. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Oh Gott. Mir nicht mal irgendwas zum Kaputtschlager. Ich kann nicht mal irgendwas kaputtschlagen. Komme ich dort durch? Da fehlt wohl eine Sicherung, ne? Das ist wohl so ein Jägermolder. Ich nenne die jetzt einfach mal Jäger, weil die sich so kriechend fortbewegen und so lauern. Nein! Nein! Ah! Waffe, ich brauche Waffe. Aber wo? Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist zu langweilig, hier jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir einen Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einen Tanker statt ein Passagierschiff zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Bleib draußen. Bleib draußen. Was ist das? Rettungsweste. Die bringt mir wohl nicht viel, ne? Außer in der Tasche ist eine Waffe. Aber da ist keine Waffe drin. Oder war du was am... Da irgendwo, ne? Ne, da kann ich nichts mit anstellen. Scheiße, scheiße, scheiße. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit der schwarzen Lagune. Gott. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich morgen einen Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder, liebe Leute. Bis dahin, machen's gut. Iron Yankee. Watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. Alte Videokassette. Ih. Find her. Fix this. Hotel and a road, either L